bin so aus der Übung beim Reden in Kamera, ist richtig weird. Funktioniert das alles noch? Hallo? Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Editor Toronsen. Nein, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier wieder mal aus meinem wunderbaren, altbekannten Zimmer, das ein paar von euch ja nicht mehr kennen, weil ich schon relativ lange kein Video mehr hier aus dem Zimmer gemacht habe. Aber ich habe gedacht, beziehungsweise ich habe auch Bock, heute wieder einfach mal einen Vlog rauszuhauen, weil das Wetter ist eigentlich relativ nice und bean. Yeah. Nein, ich auf jeden Fall wieder mal ein bisschen ein Oldschool-Video machen, einfach von daheim aus, einfach mal so durch den Tag ein bisschen filmen. Ich gehe noch raus nachher ein paar Flips machen und so. Auf jeden Fall habe ich auch ein paar Sachen bereden, wie zum Beispiel die 300 Wörter Challenge, die ich aufgeladen habe, die eigentlich relativ gut bei euch angekommen ist. Einfach ein paar Leute haben mir geschrieben, dass ich undeutlich geredet habe, beziehungsweise dass es manchmal nicht so verstanden hat, was ich verdammt verstehen kann. Ich habe vorher extra ein bisschen geübt, weil es ist so schwierig, nach 4 Zielen Luft zu holen. Man hat so wenig Zeit zum Luft holen. Darum habe ich glaube insgesamt sind 6 Wörter, habe ich so ein bisschen wie verschluckt, weil ich habe Luft holen, sonst hätte ich nicht weiter rappen, wenn man es Rappen nennen kann. Nein, auf jeden Fall schlussendlich bin ich relativ zufrieden mit dem Video, für das ich absolut kein Skill habe beim Rappen. Auf jeden Fall das zweite, was ich auch ansprechen wollte, im Zubliga wieder angefangen, gestern die Meisterschaft und ich bin schauen, Basel gegen St. Gallen, weil, ihr wisst, ich bin Basel-Fan, Basel das Beste. Auf jeden Fall hat Basel 2-1 gegen St. Gallen verloren, einfach in der 95. Minute, also eine richtig scheiß 2-1 kassiert. Und Gratulation an Dejan, er ist St. Gallen-Fan, der Johnson, ich kenne ihn. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, die Saison könnte noch recht spannend werden, weil IB hat ja den Trainer nicht mehr, das heisst, dort ist es auch nicht so 100% gut. Basel ist sogar ein bisschen im Struggle, ich hoffe, sie kommen wieder. Aber auf jeden Fall wieder eine nice Saison. Was ich euch noch zeigen wollte, das ist das hier unten. Vielleicht wisst ihr das, ich habe mal ein Video für Coca-Cola Schweiz gemacht. Jetzt haben sie mir so eine Box hier zugeschickt. Ist kein Product Placement. Ihr seht hier FIFA 18. Und es ist eigentlich so wie eine Kühlbox für den Sommer. Ich habe die noch vor der WM bekommen. Wo übrigens Frankreich gewonnen hat. Ich war für Kroatien gewesen. Und man sieht hier direkt einfach ein Cola-Fläschchen, wo Adi Totoro draufsteht. Finde ich, sieht mega nice aus. Und in der Kühlbox innen ist noch die kleine Box und da hat es 2 Sachen drin. Einerseits hier unten so ein Schweizer T-Shirt, es hat leider kein Doppeladler drauf. Dafür steht hinten drauf Adi Totoro, einfach ein Schweizer Shirt mit Adi Totoro, was ich auch mega nice gefunden habe. Aber jetzt kommt das Geist und zwar ist in der Schublade hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen einfach FIFA 18, die WM-Version drin. Und jetzt kommt eben die gute Sache für euch, nämlich habe ich keine Playstation. Das ist ja logisch, wie ein Playstation-Spiel. Da habe ich gedacht, obwohl es FIFA 18 ist, es kommt jetzt das FIFA 19 raus, habe ich gedacht, schenke ich jemandem von euch das FIFA 18. Schreibt einfach einen Kommentar, wieso ihr das Spiel wollt, mit eurem Insta-Namen noch dazu, damit ich schauen kann, ob ihr mir auf Insta folgt. Und dann tue ich das Spiel auch nicht für euch verlosen, weil ich habe gedacht, besser hat es jemand von euch, was es brauchen kann, als wenn es bei mir nur rumliegt, weil ich habe keine Playstation. Und ja, finde ich eigentlich noch relativ nice. Also, es kommt jetzt ein Kollege zu mir und ich habe das Ding, wo man so kann... Sehen wir das Wasserspritzer kann ich. Ich verstecke mich jetzt auch mal vor dem Haus. Ich gebe euch mal das geile Muster, das meine Hosen haben. Jo! Er kommt jetzt dann. Nicht so schlecht. Er ist da. Nein! Fuck, ich bin genau. Bist du angekommen? Oh shit! Oh! Nein! Oh! Nein! Oh! Gut. Ja. Und er macht's. Yes. Landet. Oh, Achtung. Jawohl! Ja, rum. Yes. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Baby, I don't know.
Hey, auf jeden Fall mega geile Session gesehen. Das war etwa nur ein Zehntel von der Session gesehen. Wir haben den ganzen Nachmittag auf dem Tramp und beim Sandkasten-Ding gechillt. Was ich noch zum Gewinnspiel sagen wollte, alle Bedingungen findet ihr in der Beschreibung, also schaut auf jeden Fall dort vorbei. Und jetzt kommen wir zum Titel Logan Paul vs. KSI. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso ich das in einem Video anspreche, weil ich eigentlich gar nichts damit zu tun habe, oder irgendjemand hier in der Schweiz oder so. Aber ich habe gedacht, es ist einfach ein sau spannendes, unterhaltsames, lustiges Thema. Ich habe schon mit sehr vielen Kollegen über das Thema geredet und ich denke, interessiert es wahrscheinlich ein paar von euch auch. Und zwar sollte das der grösste Event im Internet werden. Ich sage es einfach mal von Anfang an, ich bin für Logan Paul, obviously, und nicht für KSI. Ich schaue beide jetzt schon etwa seit 1,5 Jahren. Das Problem ist einfach, ich habe Logan Paul angefangen zu schauen, war einfach vloggen. Das heisst, ich habe mir für mehr als ein Jahr habe ich pro Tag mindestens 10 bis 15 Minuten in seine Videos investiert. Und das muss man sich mal vorstellen. Wenn du ein Jahr lang 10 bis 15 Minuten in eine Person investierst, ich meine, was machst du ein Jahr lang an jedem Tag schon aussen essen, schnaufen? Keine Ahnung, vielleicht machst du viel Sport in der Woche, aber wirklich jeden Tag 10 Minuten in ein Video investieren von einem YouTuber. Das ist schon so. Dann hat es ja den Dead Body Skandal gegeben beim Logan Paul. Und für mich, der Skandal ist richtig scheiße gewesen, das wissen wir alle, aber für mich ist immer noch so ein bisschen die Person, die vorher war, habe ich immer noch so ein bisschen eine Erinnerung, weil ich habe seine Vlogs gefeiert habe. Also ich und der Marc, wir haben seine Vlogs übel gefeiert. Und darum will ich ihn jetzt nicht nur auf das Dead Body Zeug reduzieren. Für mich ist er körperlich klar am KSI überlegen. Der KSI, glaube ich, ist technisch besser, der Logan ist körperlich ein bisschen besser. Auf jeden Fall wird es ein übel spannender Fight. Ich habe sogar mit einem Kollegen um 20 Stutz gewettet. Ist jetzt nicht so viel, aber es sind immerhin 20 Stutz. Darum freue ich mich mega auf den Fight am 25. August, also das wird auch mega nice. Ich habe so das Gefühl, das ganze Internet redet über die. Darum würde es mich mega wundern, für wer ihr sind, für KSI, für Logan Paul. So ein bisschen Diskussion starten in den Kommentaren, fände ich noch nice auf jeden Fall. Ansonsten weiss jetzt das gesehen von dem Video, wieder mal so einen Oldschool-Vlog, einfach mal ein bisschen gefilmt, was ich am Tag gemacht habe. Das ist eigentlich so das, was ich am Wochenende mache. Ein bisschen trainieren, rausgehen, rumsitzen daheim halt, wie man es halt macht so. Machen beim Gewinnspiel mit, alle Bedingungen sind wie gesagt in der Beschreibung. FIFA 18 gibt es eben zu gewinnen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli.